Salut zusammen und herzlich willkommen zur 47. Folge von Swissinfo doof Ask Switzerland. Ask Switzerland ist momentan von 4200 Leuten abonniert. Das sind 4200 mehr als ich erwartet hätte. Ich nehme an, die meisten von euch kennen die Sendung SRF Arena. Und für die sie nicht kennen, das ist so eine Sendung, wo Politiker miteinander diskutieren und meistens vor wichtigen Abstimmungen ausgestrahlt wird. Früher war die Sendung ziemlich beliebt, mittlerweile sinkt ihr Marktanteil aber ziemlich stark und darüber hat sich jetzt gerade kürzlich der Moderator von dieser Sendung, der Jonas Projo, auf Twitter beklagt. Er schreibt nämlich Folgendes: Quote der Abstimmungs-SRF Arena zur Nahrungsmittelspekulationsinitiative enttäuschende 13,2% in Klammer 140.000 Zuschauer. Was soll ich damit anfangen? Zuerst mal zwei Sachen. 140.000 Zuschauer ist ein Luxusproblem. Ich bin froh, wenn 2.000 Leute meine Swissinfo schauen. Zum anderen möchte ich an dieser Stelle gerade einfach erwähnen, dass auch ich noch zu dieser Initiative Stellung nehmen wird, das aber erst im Februar. Wie auch immer, jedenfalls habe ich auf den Tweet Folgendes zurücktwittert. Jonas Projo: Wenn die Aufzeichnungen in den sozialen Netzwerken verbreitet würden, hätten sie bald ein größeres Publikum. TV ist bald passé. Seine Antwort: Jonas Projo @Ask Switzerland, wenn es so einfach wäre. Genau das ist das Problem von diesen Fernsehleuten. Die begreifen einfach nicht, dass man mittlerweile mit dem Internet kommuniziert und nicht mehr über Fernsehen. Die verkennen die Macht vom Internet total. SRF hat sich zwar so eine Mediathek eingerichtet, aber die ist die reinste Katastrophe. Also wer es von euch schafft, dort ein Video nach Schlagwörtern zu finden, soll bitte ein Tutorial aufladen. Das wird mir sehr helfen. Zum anderen hat SRF auch mehrere YouTube-Kanäle betrieben, die sind aber auch total langweilig. Kommentarfunktion ist deaktiviert. Wie soll denn da eine spannende Debatte entstehen, wenn man nicht mal etwas sagen darf? Und das dritte, das ist der grösste Fehler, den ich mir persönlich vorstellen kann: SRF Arena wird nicht einmal irgendwo aufgeladen. Klar, in der Mediathek vielleicht, aber zum Beispiel auf YouTube oder auf Facebook. Da ist nichts davon. Ich meine, auf YouTube und auf Facebook würden total tolle Diskussionen entstehen. Aber nein, und die Videos, die auf YouTube von SRF aufgeladen werden, haben nicht einmal eine aktivierte Kommentarfunktion. Das heisst, auch dort gibt es keine Diskussion. Aber gut, Herr Projo, falls Sie das sehen, ich habe es Ihnen vorgeschlagen. Sie wissen jetzt, wie ich es etwa machen würde. Aber bitte sehr, wer nicht hören will, dem wird halt nicht zugesehen. Wobei ich glaube, dass es Ihnen in ein paar Jahren trotzdem auffallen wird und Sie dann den Weg ins Internet trotzdem noch anschlagen, weil die Trends sind ja doch derart markant. Da frage ich mich eigentlich, warum es bei SRF noch nicht Pling gemacht hat. Was meint ihr zu dieser ganzen Geschichte mit der SRF Arena? Eure Meinung gerne in den Kommentaren. Dann kommen wir zum zweiten Thema von heute. Vielleicht dürft der ein oder andere vom WEF in Davos gehört haben. Das WEF steht für World Economic Forum und das ist eigentlich jedes Jahr in Davos, wo sich sozusagen Spitzenpolitiker aus allen Ländern treffen und zusammen über die Wirtschaft diskutieren. Das findet eben immer in Davos statt und es ist ja so, wenn die ganzen Spitzenpolitiker zu uns in die Schweiz kommen, dann verdienen die auch ein bisschen einen Schutz, sodass sie nicht irgendwie angegriffen werden können. Für das hat man sich in der Schweiz offenbar überlegt, WK, also Wiederholungskurs, Soldaten einzusetzen, also solche, die eigentlich ihren aktiven oder grössten Teil vom Militärdienst schon abgeschlossen haben und nur noch einmal im Jahr eben einen Wiederholungskurs machen müssen. Wobei ich mir nicht mal sicher bin, ob das einmal im Jahr ist oder irgendwie einmal alle paar Jahre, aber jedenfalls ist es ein Wiederholungskurs. Und das würde man von Soldaten erwarten, die Spitzenpolitiker bewachen und für deren ihr Leben verantwortlich sein können. Sie kiffen und nehmen ihren Job nicht ernst. Sie haben aus Versehen geschossen und hätten vielleicht sogar einen Politiker treffen können. Oh Gott, da ist man irgendwie 3 Wochen im Wiederholungskurs, macht etwas aus militärischer Sicht vom Wichtigsten im ganzen Jahr und schafft es nicht, sich zu benehmen. Hä? Das ist einfach dumm und mir fehlen die Worte zu dem. Gleichzeitig kann man an dieser Stelle aber auch das Militär selber kritisieren, weil ich mich eigentlich frage, warum tust du Wiederholungskurssoldaten an so einem wichtigen Ort platzieren? Ich meine, klar, es hat dort auch seriöse Soldaten, die sich auch gerade in der Ausbildung befunden haben und das sind jetzt eigentlich wirklich nur die schwarzen Schöpfe. Aber trotzdem macht dann genau das die Runde durch die Medien und wirft ein schlechtes Bild auf die Schweiz und darum finde ich, sollte man eigentlich für das speziell ausgebildete Soldaten oder zumindest seriöse Soldaten dort platzieren, aber nicht einfache Wiederholungskürzler. Was meint ihr zu dieser ganzen Sache? Wie findet ihr es überhaupt, dass die Schweiz das World Economic Forum in Davos jedes Jahr hostet? Eure Meinung ganz gerne in den Kommentaren. Und jetzt werfen wir unser Augenmerk mal auf eine kleine Kombination aus grusig und auch gleichzeitig lustig. In der Mano haben wir sich für die Fasnacht so einen Fake-Gebiss kaufen, der eigentlich grusige Zähne simuliert. Ihr wisst schon das Zeug, was man sich hier so irgendwie reinmachen kann. Jetzt hat aber die Mano gefunden, nein, bitte kaufen das lieber nicht, wir tun das wieder entfernen, ziehen es ja nicht an und man fragt sich, warum? Naja, das liegt daran, dass man das Gebiss, wenn man es mal drin hat, nicht mehr rausnehmen kann. Ja, das ist ja vielleicht für die Fasnacht gar nicht so schlecht, dann kannst du essen damit, aber ich meine nachher irgendwann so
Nein. An dieser Stelle möchte ich aber trotzdem die Manor loben. Ich meine, die hat ja das Produkt nicht irgendwie selber hergestellt oder so. Kein böser Wille, sie hat es einfach gekauft, um es wieder weiter zu verkaufen. Und ich finde es richtig, dass sie dann auch gesagt hat, ja, das Produkt ist nicht gut, bitte kaufe das nicht, obwohl für sie dadurch finanzieller Schaden entsteht. Gut, andererseits muss man natürlich auch einsehen, dass es dort zu erheblichen Reklamationen gekommen wäre, wenn dann die halbe Schweiz plötzlich das Zeug im Maul hat. Hat jemand von euch vielleicht zufälligerweise so einen Gebiss gekauft, hat das jetzt im Maul und seht jetzt mit Entsetzen die Swissinfo oder hat es vielleicht sogar schon vorher gemerkt, eure Geschichten gerne in die Kommentare. Vielleicht erinnert sich der eine oder andere noch daran, dass ich in der letzten Swissinfo von der geplanten Pegida-Demo in Basel berichtet habe. Jetzt ist es so, dass der Pegida-Demo und der Gegendemo beide nicht die Bewilligung wieder entzogen worden ist. Das heisst, sollte eine von diesen Demos stattfinden, wäre sie illegal. Aber trotzdem wird eine stattfinden, denn das hat schon mal der Präsident von der Pegida Schweiz, der Mike Spielmann, angekündigt. Er hat aber auch gesagt, dass er sich Sorgen mache, dass der Protestmarsch zum Beispiel von linksorientierten Chaoten angegriffen werden könnte. Aber sind wir ehrlich, Pegida-Demo und dann Gegendemo, das hat ja zum genau Gleichen geführt. Das heisst, ich finde nicht, dass das Risiko jetzt plötzlich neu da ist, dass es eine Schlägerei geben könnte, sondern vielmehr, dass das Risiko schon vorher gegeben ist. Aber eigentlich hat die Polizei aus genau dem Grund diesen beiden Demonstrationen die Bewilligung entzogen. Man wollte verhindern, dass sie sich gegenseitig die Köpfe eintatschen und jetzt machen sie es vermutlich erst recht. Mir nimmt es Wunder, was ihr zu dem Ganzen denkt. Findet ihr, man sollte eine Demonstration, wenn es eben das Schlägerei-Risiko gibt, wieder die Bewilligung entziehen dürfen? Wie findet ihr es, dass es gerade beim Fall Pegida passiert ist? Findet ihr, das ist unterdrückte Meinungsfreiheit oder findet ihr, nein, das ist einfach Sicherheit der Bürger? Eure Meinung ganz gerne in den Kommentaren. Und das ist es mit der 47. Folge von Swissinfo doof aus Switzerland. Mir hat es sehr gefreut, dass ihr zugeschaut habt. Und da seht ihr übrigens noch alle meine Social Medias, alle in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut dort auf jeden Fall vorbei, bin sehr aktiv dort. Und damit, tschüss!